Liebe Kinder, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus dem Neuen Testament. In der heutigen Geschichte begegnen wir zuerst Jesus, der eine untreue Frau vor dem Steinigen rettet. Dann erleben wir das grosse Wunder, das Jesus da hat, dass nämlich ein Blindgeborener endlich hat sehen. Und zuletzt hören wir noch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. In Jerusalem hat eine schöne Frau gelebt. Die ist einmal ihrem Mann untreu geworden. Und weil zur selben Zeit Ehebruch bei den Juden mit dem Tod bestraft worden ist, hat man sie gepackt und vor die Stadt rausgeschleppt. Dort hat sie gesteinigt werden. Das war dazumal der Brauch. Auf diese Art und Weise hat man die Untreue zwischen Mann und Frau ausrotten. Aber da ist gerade noch im rechten Moment Jesus dazugekommen. «Hört sofort auf, Stein rühren», hat er gerufen. «Lasst die Frau am Leben.» «Was? Am Leben lassen?» Wer von euch noch nie etwas Böses da hat, der soll der erste Stein auf sie rühren. Da haben die Männer gemerkt, dass es keinen Mensch gibt, der ohne Schuld und Fehler ist. Eine Weile später ist wieder etwas passiert. An einem Sabbat war es und am Bassin Siloa ist es laut und lustig zu und her gegangen. Die Juden haben ihren Sonntag genossen und vergnügt im Wasser herumgeplanscht. Da scheint aber plötzlich jemand zu kommen, der sich sonst hier nie zeigt. Sogar Jesus war erstaunt. Es war ein Blinder, einer, der blind geboren worden ist, und er hat seine ganze Hoffnung auf Jesus gesetzt. Aus tiefstem Herz hat er geglaubt, dass er seine Augen heilen kann. Und darum hat er sich von seinem Freund zu ihm führen. Jesus war bereit zu helfen, dem armen, blinden Mann zu helfen, dass er endlich, wie andere Menschen auch, schauen kann, wie es rund um ihn herum aussieht. Er hat den Bub geheissen, Wasser zu reichen, und dann hat er aus Erden und Wasser ein Päppli gemacht und das im Blinden auf die Augen gestrichen. «Ich sehe, ich kann schauen, was für ein Wunder!» Die Leute konnten es fast nicht glauben, aber dann ist die Geschichte wie ein Lauffeuer überall verbreitet worden. Auch die Priester haben sie gehört, sie haben den Geheilte zu sich in den Tempel gekommen. Dort mussten seine Eltern bezeugen, dass er wirklich blind auf die Welt gekommen ist. Jetzt haben die Priester untereinander angefangen zu streiten. Die einen haben gesagt, Jesus hat gesündigt, weil er an einem Sabbat geheilt und damit auch gearbeitet hat. Die anderen haben gemeint, ein böser Mensch kann niemals so ein Wunder tun, weil Gott ihm gar nicht beistehen würde. Dem allem hat Jesus zugelassen. Und er hat auch gehört, wie der Geheilte gesagt hat, wenn Jesus nicht von Gott käme, hätten wir unmöglich helfen können. Und da hat Jesus gefragt, «Dann glaubst du also, dass ich Gottes Sohn bin?» Diese Frage hat jetzt alle Priester total aus dem Häuschen gebracht. «Das ist Gotteslästerung», haben sie gerufen. «Kein Mensch darf so etwas von sich behaupten. Ihr werdet dann schon noch gestraft werden.» Ohne Antwort zu geben, hat Jesus die Priester stehen und ist mit seinen Jüngern rausgegangen. Jesus hat dort keine Zeit mehr verlieren. Er hat seine Botschaft noch weit umeinander tragen. Für alle die Ohren hatten zum Hören und Augen zum Sehen. Einisch, wo sich auch wieder viel Volk um ihn versammelt hat, ist wie immer auch der Petrus dabei gewesen. «Was bedeutet das, du sollst die Nächste lieben wie dich selber?» hat er Jesus gefragt. Und Jesus hat ihm als Antwort die Geschichte erzählt. Räuber haben einmal auf einer einsamen Strasse einen Mann überfallen. Und sie haben ihn nicht nur verprügelt, nein, sie haben ihm auch noch das Geld gestohlen und ihn am Schluss, schwer verletzt, einfach liegen gelassen. Der Erste, der an ihm vorbeigekommen ist, hat nur kurz geschaut und ist weitergeritten. Der Zweite, der auftaucht ist, hat sich nicht einmal die Mühe genommen, sich nach dem Verletzten umzudrehen. Erst der Dritte ist ganz verschrocken stehen geblieben und hat Verbarmen gehabt. Er ist sofort ab seinem Esel gestiegen und er hat der verwundet gerade Säuferli verbunden. Dann hat er ihn auf seinen Esel geladen, um ihn ins nächste Dorf zu bringen. Dort
hat er ihn zu einem Gasthof gebracht. Er hat für ihn gezahlt und ihn wieder gesund gepflegt. Jetzt haben alle gemerkt, was Nächstenliebe bedeutet. Nämlich, dass man spürt, wie es im anderen zumut ist. Und wie es wäre, wenn man selber in seiner Haut steckte. Und das Gespür bringt einem dazu, dem anderen zu helfen. Lieb mit dem zu sein. Die Geschichte vom geheilten Blinden, glaube ich, zeigt uns, dass Jesus den Menschen die Augen auftun kann. Auch den Leuten, die die untreue Frau steinigen wollten, hat er die Augen aufgetan. Er hat ihnen gezeigt, dass das Böse, das die Frau vom rechten Weg abgebracht hat, auch in ihnen ist. Und an diesem Gleichnis vom barmherzigen Samariter hat er uns merken, dass Helfen auch ihm selber glücklich und zufrieden macht. Liebe Kinder, ich möchte mich für heute von euch verabschieden. Ich sage euch auf Wiedersehen und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei.